So eine Sau wieder. Der Mai fängt ja schon gut an. Rennt's im Mai, gibt's Gras und Heu, sagt schon all der Bauernspruch. Ja, jetzt ist der noch nicht da. Jetzt bin ich schon aus der Kirche zurück und der liegt noch nicht einmal im Bett. Ja, wenn der glaubt, ich werde ihm seinen Kaffee dreimal aufnehmen, hat er sich aber täuscht. Und der andere, der Herr Ambros, ist ja scheinbar heute Nacht überhaupt nicht heimgekommen. Bei dem Sau wieder kann sich dein Mann schon verspäten. Um 6 Uhr ist sein Nachtwach aus. Also kann er um 7 Uhr daheim sein. Aber in der letzten Zeit kommt er mal mit ziemlich verdächtigen Verspätung. Ich helfe ihm schon, wenn der glaubt, ich bin bloß seine Kellnerin. Und dem anderen, den werde ich auch eine Pünktlichkeit beibringen. Mein Gott, der Ambros ist halt ein Jungsei. Der weiß noch nicht so recht, wie er sich in einer Familie benehmen soll. Ich sag das Kirchleiterin. Nimm da nur kein Zimmerherrn. Ja, warum nicht? Ich war froh, wenn ich einen hätte bei der Nacht. Wieso? Ja, ich mein, man schlaft doch viel ruhiger, wenn man weiß, es ist ein Mannsbild im Haus. Ja, und du bist ja bei der Nacht genauso verloren wie ich. Ja, du bist Witfrau. Ich hab ihn noch. Und was hab ich davon? Wenn ich aufstehe, legt sie er nieder. Und wenn ich mich niederlege, steht er auf. Grüß dich. Mein Alter war kein Nachtwächter. Wir sind miteinander ins Bett gegangen und sind miteinander aufgestanden. Ja, und was bin ich heute? Eine verkümmerte Witwe. Nur einen Sohn haben wir. Naja, ist ja bei dem Beruf gar nicht anders möglich. Mich kennt er ja schon gar nicht mehr. Bloß nur seinen Busenfreund, den Ambros. Du, da hab ich 3 Mannsbrüder im Haus. Der eine schlaft bei der Nacht, der andere am Tag und den dritten sehe ich überhaupt nicht mehr, weil der Lauser schon die Madel noch steigt. Und was hab ich? Ein Dreck. Und komm jetzt tot ärgern. Du hast wenigstens 3 Mannsbrüder und ich hab überhaupt keinen. Gute Lust hätte ich und schüttet den ganzen Kaffee zum Fenster raus. Da, schaut er das an. Der ist eiskalt. Ja, aber ab heute hat die Warterei ein Ende. Ich bin doch kein Depp. Es ist schon ein Kreuz mit den Mannsbrüdern. Hat man einen ist nix. Hat man keinen ist ja zweimal nix. Guten Morgen. Ja, ist das Polizei. Okay, vor mir brauchst du nicht erschrecken. Wir kennen uns doch schon lange nur. Hast du Füße putzt? Ich laufe nicht den ganzen Tag mit dem Hader umeinander. Was willst du denn überhaupt? Frank dürfe ich. Weil erstens einmal bin ich nämlich heute sehr schlecht aufgelegt. Nicht, dann bin ich umdrehen noch. Kommst nah zu mir rüber, kriegst ein Glasl Schnaps. Den trinke ich aber dann außerdienstlich. Zuerst muss ich aber die Ansammlung um was fragen. Na, frag schon. Oder meinst du, ich stell mich nur eine Stunde her und schau mir dein Gesicht an? Ja, ich kann doch auch nichts dafür, wenn ich eine dienstliche Verfolgung habe. Ich brauche doch bloß eine Auskunft von dir und bald die mit meinem Gedankengang übereinstimmt. Wo habe ich einen Hunderter verdient? Den kriege ich natürlich außerdienstlich, weil im Dienst darf ich nichts so nehmen. Gestern Nacht zum Beispiel habe ich in dem neuen Vergnügungsbetrieb drum einen Dienst gehabt. Da wollte doch glatt eine von den Barmadel. Herrgott, was war da dieser schönes Weib? Mit rot-gold platinblonden Haaren, blaue Augen, die hat's gehabt. Und eine Figur. Eine Figur hat die gehabt, du, die war so schlank, die hätte sie glatt hinter einem Bleistift ausziehen können. Und die wollte mir sogar ein Puzzle geben. Da wir's geschleckt haben. Warum? Ich war ja im Dienst, ich darf's doch nicht annehmen. Ich sag so, im Dienst bist du der Depp, außer Dienst der Rindviech. Dann in ein paar Jahren bin ich dann um die Weib gestorben. Ist das Geschmarr vielleicht, die Auskunft, die du von mir haben willst? Nein, sitz dir mal nieder. Ja, dich brauche ich ja eigentlich nicht da. Naja, aber nachdem, dass du bei uns im Dorf das bist, was man in der Stadt drinnen rumfahren kannst, kannst du da bleiben. Schaden kann's ja nicht. Vielleicht kann er das sogar nutzen. Aber ihr müsst mir's fein in die Hand nehmen versprechen, dass ihr Mai holt's. Das der Okay?
Und bei jetzt eine aus Mai aufmacht, dann heut's meineidig. Ja, jetzt fang doch schon mal an, ich hab noch mehr Arbeit. Ja, also der Ruhmbauer, der Wirt vom Schwarzen Bock und Gemeinderat, der hat doch die Gemeindejagd pacht. Jetzt hat er sich beschwert, weil er das ganze Jahr lang noch keinen Bock geschossen hat. Und er sagt, er lässt es nicht nehmen, aber in seinem Revier ist er Wilderer. Und derjenige hat er gesagt, der wo ihm den Wilderer ausfindig macht, der kriegt 100 Mark von ihm. Ist jetzt natürlich meine große Chance, dass ich den oben einmal meine kriminalistischen Fähigkeiten beweise. Ja, und auf wen hat er den Verdacht? Das sagt er ja nicht. Er hat nur zu mir gesagt, dass er denjenigen hat mit einem vollpackten Rucksack zum Asam ins Haus gesehen. Oh, das kann bloß der Ambrus gewesen sein. Den mein Bruder, der Konrad, der tut sowas gewesen. Stimmt ganz genau. Ich hab ihn auch gesehen. Gestern um 10 Uhr warst du also heimgekommen mit einem Rucksack. Und da war ein Gamsbock drin. Ja, woher willst denn du wissen, dass das ein Gamsbock war? Weil hint aus dem Rucksack zwei schwarze Bäume Hageln rausgeschaut haben. Aha, das waren die Kriegel. Jetzt wird mir Verschiedenes klar. Drum hat er das letzte Mal zu meinem Mann in der Holzhütte hinten gesagt, ich hab's zufällig gehört. Was hat er denn gesagt? Er braucht noch 24 Kugeln und die soll er meinem Mann besorgen. 24 Kugeln? Ja, jetzt begreife ich schon, warum das der Ruhmbauer nichts mehr schießt. Ja, meinst du, dass er den Bock noch auf seinem Zimmer hat? Okay, so dumm ist er nicht. Drum ist er heute in der Früh nicht zum Kaffee trinken runtergekommen. Ja, meine Lieben, das klangt mir dann vorerst. Wir werden den Burschen schon schnappen. Heute im Lauf des Nachmittags werden ihn dann unerkannt verhaften. Für gut. Kommst nachher auf ein Glas Schnaps zu mir rüber? Ja, du bist zwar eine gefährliche Witwe, aber für ein Glas Schnaps tue ich alles. Ja, was sagst du jetzt zu der Neuigkeit? Wir haben einen Wilderer im Haus und mein Mann, der besorgt ihm nur die Munition. Aber nicht mehr lang. Dafür garantiere ich. Und den sauberen Zimmerherrn, den werden wir Ratsleier nehmen. Darf's doch nicht. Wir haben's ihm doch in die Hand versprochen, dass wir's Mai halten. Oh, ich sag's ja, man soll nichts versprechen. Hey, jetzt ist mich, brauchst du nicht aufregen. Wegen dem alten Gamsbock vom Ruhmbauer geht weit noch lang nicht zu Grund. Ja, Depp hätten ja doch nicht getroffen. Ja. Wenn ich noch wisst, ob er noch schlaft. Der Ruhmbauer? Nein, der Ambrus. Geh halt einmal hinauf und schau nach. Ja, freilich, sonst noch was. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ambrus. Tust du heute gar nicht arbeiten? Nein. Kann ich einen Kaffee haben? Er muss schon warten, bis mein Mann kommt. Ich deck nicht für einen jeden extra. Bei mir ist ja sowieso die reinste Kaffee wie am Stumm. Ja, lang kann ich ja nicht mehr ausbleiben. Außer er muss wieder Kugeln besorgen. Nein, brauchen wir jetzt keinen mehr. Jetzt sind wir dick, der Immeran und ich. Ja, heute jetzt fertig und auf die Nacht geht's noch los. Bei meinem Mann geht gar nichts los. Das merkst du. Du wirst dich wundern heute auf die Nacht. Ambrus, sei vorsichtig. Es kann sein, dass andere Leute auch noch was zum Mitreden haben. Höchstens der Dadelhuber, wann er einmal Verkehrsschutzmann wird. Oh, ich muss ja leider mein Mai halten. Ja, und ich muss jetzt schauen, dass ich weiterkomme, sonst komme ich heute zu überhaupt nichts mehr. Vierte Gott, Nina. Ja, servus, Leni. Aber das sei, sag ich dir. Mein Mann lässt du aus den dreckigen Sachen heraus. So, denn er tut ja sowieso nichts. Und die Trägerarbeit, die hab ich gemacht. Ihr braucht's ja bloß in Empfang nehmen. Und dahin geht's. Aber jetzt lassen wir einmal meine Ruhe. Der Immeran ist schon vorsichtig. Und auf die verbotenen Weg da erwischt ihn so schnell kein Gendarm. Nein, der Geschichte mach ich hint. Mein Gott. Und das Mannsbild kommt nicht heim. Er weiß doch ganz genau, dass ich heute um 10 Uhr zu meiner Schwester fahren muss. Er wird sich halt ein bisschen verspäten bei dem Sau wieder. Und der Mordsgegenwind hat er auch. Der Gegenwind, der bin ich.
tun, aber nicht stark anblasen. Nicht, dass er nicht einschlafen kann. Der schlaft. Da kannst du gewissen. Hast du Schuhe ausgezogen? Die putzt da aber selber. Das merkst du. Mach dir doch nicht dein Trittpudel. Dass du heute noch daheim bist, Ambrus. Da mal immer an. Heute morgen nicht. Und morgen am Sonntag tut er ja sowieso nichts. Und am Montag macht er nachher blau. Ja, da hast du mir auf eine Idee gebracht. Geh heute, lass den Mai mal feiern. Einmal im Jahr kannst du uns den Gefallen schon tun. Das wirst du niederlegen. Es war ja saubere Wirtschaft, wenn ich daher nichts mehr zum Reden hätte. Du weißt doch ganz genau, dass ich heute zu meiner Schwester fahre, weil ihr Madel Firmung hat. Um 7 Uhr hättest du daheim sein sollen. Sag einmal, wo warst denn du so lang? Gesagt habe ich noch was. Aha. Immer rum. Einsperren, wenn's die tun, ist das mein Tod. Hoffentlich sperren sie mir ein. Ja, du sag einmal, warum sollen sie denn immer an einsperren? Der soll noch drüber nachdenken. Ich sag bloß das eine. Bock. Wieso Bock? Okay, die spinnt ja. Du immer an. Hast du die fehlenden Teile mitgebracht? Ja, ich geb das nachher, wenn wir allein sind. Ist schon recht nah. Da ist. Aber heute ist wieder Sturm im Kalender, wenn wir den Kaffee wieder aus der Schüssel zapfen müssen. Rinz nicht so voll und der's mir Decker nicht anrinzen. Herrgott, schlürft's doch nicht auch so. Der ist ja blutig heiß. Ah ja, dann muss man halt zur rechten Zeit kommen. Ja, morgen, da braucht der immer an erst einmal eine Stunde später aufstehen. Dafür kommt er um eine Stunde eher heim. Ich möchte schon wissen, wie. Das wirst du nachher schon sehen. Übrigens, heute Mittag müsst ihr zum Wirt zum Essen gehen, weil ich nicht da bin. Wir hungern gern. Die Hauptsache ist, wenn's... Was? Ja, wenn du gut rumkommst zu deiner Schwester. Der Kirchenleiterin sage ich nachher, dass die aufwecken soll. Gell? Das wird eine Erwachengebling, die vor mir steht. Hoffentlich küsst sie mich nicht wach. Gell? Mach keine solchen Witz. Die passen nicht für dich. Ja. Eigentlich müsste die ja zur Firmung mein Staatsgewand mit dem Geschnür anziehen. Sag einmal. Um Gottes Willen. Ja, was hast du denn? Ja, du wärst doch bei dem Sau wieder nicht dein Schmuck und dein Geschnür anlegen. Ja, das verrostet ja, bis du rüberkommst. Tja, red doch nicht so saudumm daher. Ist doch alles rein Silber. Ja, und wie das schäbert in der Kirche, wenn du niesen musst. Ne? Ja, da meinen ja die Leute das Leid zur Wandlung. Schau, das schickt sie nicht, wenn du als einfache Nachtwächtersfrau daherkommst, als wie eine Großbayerin. Ja, vielleicht ist doch besser, wenn ich einfach gehe. Unser Herrgott sieht die Einfachheit doch lieber als die Prunksucht. Gott sei Dank. Warum? Dass unser Herrgott so einsichtsvoll ist, ja. So, jetzt aber höchste Zeit. Am Nachkastel drum liegen 5 Mark. Die kehren fürs Essen. Bier brauchst heute keins, heute ist nicht so heiß. Vergiss nicht, dass du aufziehst und zum Waschen gehst am Brunnen raus. Da kannst du umeinander pritscheln. Aber zieh die Wammo. Nicht, dass du verkehrt bei dem Sau wieder und die musst du nachher haben. Weißt jetzt, was du alles zu hast? Jawohl. Jetzt weiß ich's. Lass das. Ich komm schon wieder. Ja, das ist ja... Was? Ja, ich mein, das ist das, dass man heutzutage nie weiß, ob einer noch lebendig heimkommt, gell? Küss mich noch.
zum Abschied. Da müsstest du schon einen anderen Beruf haben. Bei einem Nachtwächter verlernt man das mit der Zeit. Jetzt schaut er sowas so. Mir scheint, die fängt noch einmal zum Träumen an. Du Emmeron, was bist denn zuerst so der Schrocker, wie der Alte von dem silbernen Schnür das Rennen gefangen hat? Weil ich doch dir das ganze Geld gegeben hab, weil ich ihren ganzen Schmuck versetzt hab, nicht damit ich dir das Geld geben hab können. Hoffentlich kommst du da nicht dahinter. Ja, hoffentlich. Aber jetzt geh weiter. Gib mir die anderen Teile, dass ich noch fertig wäre heute, dass du das ausprobieren kannst. Ja, da schau her. Da ist die Ketten drin und da ist die Glocken. Haben wir jetzt alles? Ja, jetzt braucht man bloß noch abrennen. Ha, hab ich schon gemacht. Du hast 80 Mark hergeben und ich hab 80 Mark hergeben. Ausgeben haben wir miteinander 150 Mark. Von den restlichen 10 Mark, da kaufen wir uns nur eine Flasche Schnaps. Du, eigentlich hätten wir für das Geld ein fertiges Radl gekriegt. Geh weiter. Aber doch höchstens nur ein gebrauchtes, doch kein Handarbeitsradl. Ja, was glaubst denn du, was dieser Spezialrahmen allein schon Geld gekostet hätte? Und den hab ich in der Kiesgrund drunten gefunden. Nein. Weißt du was, ich mach jetzt gleich alles fertig, dann kannst du das heute noch ausprobieren. Ja. Grüß Gott. Grüß dich, Tadelhuber. Woher kennst du jetzt du mich? Ja, warum soll ich dich nicht kennen? Weil ich jetzt ein Kriminalbeamter bin. Und da hat mich keiner zu kennen. Auch du nicht. Drum bist du heute so grimmig. Nur im Dienst. Außer Dienst bin ich ganz... Ein Depp. Gerade umgekehrt. Außer Dienst bin ich ein zünftiger Kerl. So, und was willst du nachher bei mir da? Ja, du, ich müsste da mal mit dir reden. Ich hab da nämlich während einer Sternennacht eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Was glaubst denn du, was ich in Vollmond und Sternennächten für interessante Entdeckungen mache? Aber doch keine kriminalistischen. Oha! Oder glaubst du vielleicht, dass Flurschäden, die wo Liebsleid machen, nicht strafbar sind? Wann eine Nacht wacht er wacht und sich alles betracht. O ihr Leid, o Leid, o du liebe Zeit, was man da alles sieht und was da alles geschieht. Wie man sagt, dat alle Leid, das war a Freud. Bei Nacht ist's noch viel schöner, als wir am schönsten Tag. Es kann man daran kennen, weil keiner schlafen mag. Jeder Mensch hat Leidenschaften, manchmal werden's auch kriminell. Darum müsst man darauf achten, wann's wo brenzlig wird sehr schnell. Wann eine Nacht wacht er wacht und sich alles betracht. O ihr Leid, o Leid, o du liebe Zeit, was man da alles sieht und was da alles geschieht. Wenn man sagt, dat alle Leid, das war der Freud. Magst du ein Glas Schnaps? Nein, ich bin im Dienst. Und im Dienst trinke ich nichts. Ich bin nämlich auf einer Spur. Und wenn ich da trinke, dann verliere ich die Witterung. Ja, und was willst du nachher bei mir da? Ja, weil die Spur akkurat zu dir ins Haus einführt.
Okay, du spinnst ja. Du, das verbittert mir fein. Geh immer ran. Sei so nett, du gib mir die anderen Kugeln. Die passen nicht, die sind's klar. Ja, sofort. Na, grüß dich, Dadelhuber. Stehst ein bisschen unter mit dem Sauwetter, hä? Ja. Da sind's, schau her, hoffentlich passen's. Hoffentlich, sonst kannst du es ja nicht ausprobieren. Ja, der ist ja frecher wie der Boris Schürsel. Der redet da in meiner Gegenwart ganz ungeniert. Die passen, da garantiere ich dir. Na, lass was halt auf Dach draußen. Was sind denn das für Kugeln? Herrgott, bist du neugierig. Da schau her, du kennst das ja doch nicht. Ja. Ja, also ich würde sagen, Kaliber 735. aber die Kugeln sind ja rund. Hast du schon mal viereckige Kugel gesehen? Das sind ja die reinsten Dumm-Dumm-Geschossen. Mei, bist du ein Rimpig. Du, sag einmal, hast du die Kugeln für einen Ambros gekauft? Freilich, Und weißt du, zu was dass der die braucht? freilich weiß ich das. Der passt jetzt bloß noch ein und nachher, wenn er fertig ist, nachher geht's los. Was? Immer ran. Passen jetzt wie ein Negoss. Ja. Jetzt putz es noch, dann kannst du es ausprobieren. Ja, Dadelhuber, ab morgen musst du aufpassen, dass du nicht einen von uns zwei auf verbotenem Weg erwischt. Wie reden denn die mit mir? Das ist ja keine Art mehr. Ich gehe jetzt wieder. Ambros, sei bloß vorsichtig mit Behörden. Für Gott. Was hat er denn, hä? Okay, was weiß ich. Jetzt schaut, dass du fertig wärst, die kannst schon gar nicht mehr da warten. In einer Viertelstunde bin ich so weit immer ran. Was muss ich jetzt tun? Was hat jetzt meine Alte alles gesagt? Uhr aufziehen? Habe die Ehre. Jesus, der Bog von Egelarting. Hat das Wetter verschlagen, weil du heute zu mir kommst? Nein, ich komm privat. Bist du allein? Ja, heute zufälligerweise. Das passt. Du pass auf. Du bist doch Nachtwächter. Ja, das solltest du eigentlich schon seit 30 Jahren wissen. Freilich weiß ich's. Ja, sonst wäre ich nicht hergekommen. Es handelt sich um eine Beobachtung. Sozusagen. Ich mache bei der Nacht keine Beobachtungen, sondern nur Betrachtungen. Du weißt doch, dass ich auf die Jagd gehe. Ja, das wissen sämtliche Weiber im Dorf. Und dass ich ein Jäger bin. Das wissen sie auch. Jetzt stell dir die Gemeinheit vor. Das ganze Jahr habe ich nicht einen Bock geschossen. Du hast schon so viel Bett in deinem Leben geschossen, dass direkt ein wahres Wunder ist, wenn du mal keinen schießt. Um das dreht es jetzt nicht. Jetzt geht's um eine Jagd und da rauche ich keinen Guten. Ich lass mir's nicht nehmen, in meinem Revier ist ein Wilderer. Bloß einer, das ist ja nicht viel. Und was willst du nachher bei mir da? Weil ich dich fragen möchte, ob du nicht bei der Nacht einmal so einen verdächtigen Bazi gesehen hast. Einen Verdacht habe ich schon auf einen von unserem Dorf. Aber beweisen kann ich es nicht. Denk einmal drüber nach, ob du nicht einen gesehen hast mit einem Rucksack, wo was drin war. Vielleicht gar dein Zimmerherr, den Ambros. Das ist kein Zimmerherr, das ist ein Zimmermann. Ist der Hasenrein? Der ist sogar Zimmerrein. Naja, möglich war ja alles. Also für den Ambros, da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, ich mein ja grad, sozusagen. Schließlich und endlich soll doch ich nicht meine Jagdpacht, damit mir der Bazi alles vor der Nase wegschießt. Ja, das sehe ich eh, dass dir das zuwider ist. Du gehst andauernd auf die Jagd und zahlst, und die anderen gingen mit deinen munteren Rehlein heim. Genau so ist's. Auf alle Fälle gebe ich dir den Auftrag, Asam, auch als Gemeinderat.
dass du mir alle Beobachtungen, die du als Nachtwächter machst, meldest. Als Nachtwächter, da sehe ich viel. Besonders jetzt im Monat Mai. Da ist Hochsaison. Ich mein ja nur, du sollst mir von dem Meldung machen, was mich und meine Jagd betrifft. Sozusagen. Und deine munteren Rehlein. Ja, selbstverständlich, sozusagen. Ich lass mich nicht lumpen. Und was wir da geredet haben, bleibt unter uns. Sozusagen. Also, Asam, vierte Gott. Und lass ja kein Menschen was davon merken, dass ich schon was gespannt hab. Es war mir wegen meiner Alten schon recht lieb. Wenn ich von den munteren Rehlein nicht so viel verzeihen darf, gell? Ja. Asam, in der Beziehung hab ich eine weiße Westen. Na, bist halt ein Sonntagsjäger. Wieso? Die gehen allebei auf die Birsch und erwischen die uns nix. Na, Spaß beiseite, Asam. Es war mir wegen meiner Alten schon recht lieb, wenn's du den Lumpen ausfindig machen kannst. Warum? Weil es sonst ins Zuchthaus kommt. Weil den Kerl, der schießt wie ein Katz. Vierte. Schaut das so einen Hameo, verdächtigt der den Ambrosano. Aber da wird er alt und grau, bis ich was sehe. So, Imran, das Spiel war fertig. Magst du es ausprobieren? Ja, freilich. Du meinst, dass es nur stark ringt, hä? Das ist nicht so arg. Bis ans Dorf habe, an den Waldrand rauf und wieder zurückkommst, leicht. Du wartest auf alle Fälle, bis ich wieder da bin. Ja, freilich. Du Ambros, bist du da? Ja, das siehst du, oder? Die Asamin hat mir ersucht, dass ich einen Alten aufwecken soll. Ja, und jetzt wollte ich die fragen, ob ich die morgen in der Früh auch aufwecken soll. Ja, weil sie ja doch vor Mittag nicht zurückkommt. Ich darf dich natürlich erst aufwecken, wenn du schon gewaschen bist. Weißt, so viel Anstand habe ich schon. Ja, meinst du, ich wasch mich im Schlaf? Ja, so. Ja, siehst du das? Da hat er jetzt vor lauter Anstand gar nicht dran gedacht. Ja, dann weck ich dich halt auf, wenn du nur schlafst. Das heißt, wenn es dir recht ist. Hoffentlich trifft mich nicht der Schlag. Wann stehst du denn wieder auf? Um 6 Uhr. Das ist mir grad recht. Aber nicht, dass du was dabei denkst. Weißt, für eine Witfrau ist es allerweil gefährlich, wenn sie so ein strammes Mannsbild aufweckt, weil halt die Leute gar so viel schlecht denken. Geh weiter. Ein Herrn Pfarrer drunten weckt der auch seine Kirche hinauf, oder? Siehst du das? Das sag ich ja. Ich schleich mir ganz stark auf und weck dich ganz zart auf. Aber nicht erschrecken. Na, brauchst keine Angst nicht haben. Ich war einmal zu Minga drin im Oktoberfest. Du, da war in einer Geisterbahn. Was glaubst denn du, was da für greislige Hexen und Teufel drin waren? Ich bin gleich zweimal reingegangen, so gut hast mir da drin gefallen. Geh. Du allerweil mit deinen Witz. Also, um 6 Uhr kannst du ruhig schlafen, Ambros. Auf mich kannst du dich verlassen. Also, für dich gut, Ambros, und schlaf gut und fest. Ist schon gut. Ja, Asam, wo kommst denn du mit dem Radl her? Seid's da ihr zwei Spinnenteufel? Was sagst du, wie geht's? Wunderbar. Ich sag das, die Zunge ist mir rausgehängt. Ich hab immer gemeint, ich bring's ins Vorderradl rein. So, schau her. Dass dir die Zunge rausgehängt ist, das glaube ich schon. Du hast dir einen Mordstrom-Tagsprügel mit aufgezogen und der hat er so bremst. Na, drum ist das so schwer gegangen. Oh. Du, was hat denn die Kirchleiterin da wollen? Ja, gefragt hast, ob sie mich morgen in der Früh aufwecken soll, weil doch der Alte nicht da ist. Ja, um Gottes Willen. Ja, sperr nur grad deine Tür zu und stell einen Schrank davor hin, sonst gehörst der Katz. Ja,
Meinst du, dass die scharf ist auf mich? Ja, spannst denn du das nicht, Ambrus? Merkt er das eine? Wenn ein alter Schupfer zum Brennen anfängt, nachher ist er nicht mehr zum Löschen. Mir Gangster, da darf ich ja lieber heute auf die Nacht mit dir zum Nachtwachen gehen. Ja, das war auch gescheit. Was ist? Magst du das nicht einmal ausprobieren? Ja, wenn du meinst, jetzt müsste es ja leichter gehen, gell? Ja, freilich. Nicht da herin. Nein, draußen ist er so dreckig. Geh weiter. Ausschauen tust wie der Haufen auf dem Hochradl. Wunderbar. Pass auf, du rumpelst dir der ganze Stummzack. Das macht doch nichts. Lieber schlecht gefahren, als mir gut gegangen. Bei so Radl, 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 da brauchst Muskeln an die Wadel, denn man tritt der Hund und umhängt dir die Zunge raus. Bei so Damenradl, Radl, das nur gehört für die Madel, Madel, schaut für unser einer ganz bestimmt nichts raus. So ein Radlsport ist wirklich gar nichts wieder, weil das schöne Muskeln macht und es gibt dann mehr Kraft, wann's dich mitten unterm schönsten Vorhaut nieder, gehört es auch mit Macht aus lauter Leidenschaft. Bei so Radl, 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 da brauchst Muskeln an die Wadel, denn man tritt nach Hund und umhängt dir die Zunge raus. Bei so Damenradl, Radl, das nur gehört für die Madel, Madel, schaut für unser einer ganz bestimmt nichts raus. Ja, du lieber Gott, wie schaut's denn da aus? Brauchst bloß einmal aus dem Haus rausgehen. So schaut's aus. Wie in einer Reiberhöhle. Na. So. Ja. Was sind denn das für Trickfahrer da am Bund? Ja, ist denn mein Alter mit dem Schubkahn da herin umeinander gefahren? Jetzt kann ich am Heiligen Sonntag noch die ganze Stunde putzen. Also mir scheint die zwei schaffen noch, weil es gar so stark ist da herin. Ja, Leni, ja, sag einmal, was tust denn du schon da? Den Ambrus sollte ich aufwecken. Er hat mich extra drum ersucht. Ja, was glaubst du, wie mir das zuwider war? Ja, aber nein sagen habe ich ja auch nicht gut können. 6 Jahre ist mein Mann jetzt tot. Und seit dieser Zeit habe ich kein lebendiges Mannsbild nicht mehr aufgeweckt. Beim Ambrus hat's keine Gefahr nimmer. Ja, du sagst es nicht. Der ist in die schönsten Jahren. Komm, geh weg. Schaut dir den Tadelhuber an. Der ist ganz bösartig und verfolgt mich auf Schritt und Tritt mit seinem unsittlichen Blick. Na, da den halt heiraten. Okay, das ist doch kein Mannsbild. Ja, und überhaupt möchte ich schon seinen Namen nicht. Frau Tadelhuber. Und Quirin heißt er auch noch.
Das ist doch gewählt der gleiche Deppenname. Nein. Wenn, muss schon was gescheit sein. Ein Klump habe ich an meinem Verstorben gehabt. Ja, lieber stirb ich als ledige Witwe. Weißt du was? Mit dem Heiraten hat man noch nie was aufgesteckt. Ja, du, dass du überhaupt schon da bist. Ich hab sicher gerechnet, du kommst erst Mittag. Ich bin mit dem ersten Zug in der Früh um 4 bis Zeismering gefahren. Und dann bin ich zu Fuß umgegangen. Weißt du, ich hab keine Ruhe gehabt. 3 Mannsbilder allein daheim. Du, da kommt nichts Gescheites dabei raus. Bin doch ich da. Ich war schon fertig geworden damit. Ja, Du, Mina, was ist? Gehst gleich mit in die Kirche? ja, komm gleich, warte ein bisschen. Morgen, Mutter. Ja, Konrad, bist du schon auf? Du bist gut. Ich war ja noch gar nicht im Bett. Ja, sag einmal, wo warst du nachher, du? Ich? Beim Maidanz war ich. So. Ja, dann musst du dich schon recht gut unterhalten haben. Das hab ich auch. Deine Augen noch hast du eine angelacht. Das hab ich auch. Du, das lass bleiben. Für Weibergeschichten bist du noch zu jung. Du Lauser, du. Mutter, also mit 25 ist man dafür nicht mehr zu jung. Na, also das sag ich ja. Wer ist nachher die Glückliche? Ja, das weiß ich ihm leider nicht. Ja, von unserer Umgebung ist nicht und weiß auch bloß, dass Agal heißt. Nicht einmal ein Puzzle hat's mir gegeben. Jetzt, wo doch das wirklich der Brau ist bei Maidanz, oder? Neuester Fadelein. Also, wie ich noch jung war, hat bei Maidanz von mir ein Jedsmannsbild ein Puzzle gekriegt. Du sag einmal, wo habt's noch bis im Frühling gefeiert? Nein, in der neuen Bar waren wir halt drum. Ah ja, das hätten wir ja denken können. Die Gifthitten ist uns gerade noch abgegangen da drum. Du, hast deinen Vater getroffen? Freilich hab ich ihn gesehen, aber ich hab ihn nicht gesehen. Punkt 1 war er da und wollte Polizeistand ausrufen, gell? Du, da ist er gar nicht mehr dazugekommen. Ja, warum? Haben sie ihn gehaut? Nein, im Gegenteil, umarmt haben sie ihn. Besonders die eine, die Bardame, die Lilo. Zuerst hat sie ihm einen Schnaps gegeben und dann hat sie ihm auch noch ein Puzzle aufgedruckt. Was? Ja, aber das hat die auch bloß gemacht, damit der Polizeistand hat länger ausziehen können. Du, die verstehen ihr Geschäft. Ah, das glaube ich. Ich muss jetzt zum Wasser trinken gehen. Einen Durst habe ich, nicht zum Sagen. Ja, und ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Ja, weißt, sonst ist Kirch aus. Ja, und ich krieg keinen Segen mehr. Vierte Gott, Mina. Ja, vierte. Jetzt hat mich die auch noch aufgehalten und ich weiß also nicht, wo man der Kopf steht, vor lauter Trick. Ja, was ist denn das für ein Hammel? Jesus, mein Alter kommt mit dem Radl. Ja, da muss was Besonderes los sein. Ja, um Gottes Willen, der wird mir doch nicht in die Stunde mit einer fahren. Alter, jetzt bin ich gefahren mit einem Tempo, da hätt's da graust. Ja, sag einmal, wo kommst denn du her? Ja, vom Nachtdienst. Mit einem Tempo bin ich heimgesaust, damit ich dich umärmeln kann. Alter, heute hab ich einen Stich. Ja, das rieche bis daher. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Lass das. Ich mag die Sachen nicht beim Tag. Bei der Nacht bin ich leider dienstlich verhindert. Ja, sag einmal, wo hast denn du den Rausch her? Ja, von der neuen Gast- und Vergnügungsstätte. Da hat mir eine industrieblonde Bardame einen Cocktail gestiftet. Und nachher hat's dir ein Puzzle gegeben. Die Hähner, die Taille hat so dünn wie ein Bleistift. Woher weißt denn du das?
Oh, ich weiß halt. Schauen muss man sich mit dir. Ja, sag einmal, wie kannst du den von einer solchen anschnurren lassen, hä? Scheinbar habe ich was Anziehendes an mir. Zieh dich aus und geh ins Bett auf. Jawohl. Ja, sag einmal. Ja, du wirst dich doch da nicht ausziehen wollen. Ich hab gemeint, du willst mich bewundern. Ja, wollt er doch keine solchen Schwachheiten rein. Da hat sich er da ausziehen. Da magst du in die Kammern aufgehen. Wie ich zu unserem Sohn gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Mir auch, du. Ja, sag einmal. Wie schaust denn du aus? Ja, hast denn du im Straßenkram drin deinen Rausch ausgeschlafen? Alti, ich bin gefallen. Mit einem Weib. Ja, sag einmal. Und das traust du mir ins Gesicht sagen? Ja, wo sollst du denn sonst hin sagen? Während du Dienst gemacht hast, hast du... Nein, nicht während dem Dienst, nach dem Dienst. Im Dienst habe ich sie nicht dabei gehabt. Und wer war das, Flitscherl? Die Krachelbeirin von Anger. Die Krachelbeirin. Ja, sag einmal, wie ist denn das zugegangen? Überfahren habe ich es mit dem Radl. Ja, mach doch keinen Blödsinn. Du sag einmal, wem gehört denn überhaupt das Radl, mit dem du da gekommen bist und mit dem dir das Unglück passiert ist? Wir? Nein, das heißt nicht ganz. Das vordere Teil, das gehört mir und das hintere gehört dem Ambros. Er fährt beim Tag und ich bei der Nacht, damit ich schneller zu meinem Mauselein heimkomme. Geh weg, gib mir keine solchen Namen. Du weißt, ich mag's nicht. Geh, Alti, schaut dir das Radl einmal an. Das ist ein selbstgebastelter Straßenrenner. Ah, die Siege an dir. Schau her, Putzilein. Schau her, Putzilein. Da, schau her. Ist das nicht was Schönes? Du? Ja, das ist ja ein Damenradl. Ja. Und? Sag einmal. Und du schamst dich nicht, dass du drauf fährst? Ja, sag einmal. Woher hast denn du das Haufen Geld zu dem Radl gekauft? Aus meinem Ersparten. So. Na, musst du aber in der letzten Zeit hübsche Nebeneinnahmen gehabt haben. Was der Ambros her hat, das kann er mir ja denken. Aber was das du her hast, verlass dich drauf. Ich krieg's raus. Mein Gott, nein, wird mir schlecht. Eule, bring mal Wasser. Zum Waschen gehst du am Brunnen raus. Ja, ich will mir nicht waschen, ich will ja trinken. Gesoffen hast du heute nur. Na, hol mir mein Wasser selber. Guten Morgen. Einen Kaffee bring ich gleich. Aber wo kommt denn die heute schon wieder in aller Herrgotts früh her? Ich hab mich so auf einen ruhigen Sonntagmorgen gefreut. Morgen Ambros. Magst du trinken? Herr Imran, was hast du denn drin? Wasser. Auwe, du hast dich innerlich waschen und reinigen, hä? Nein, nur löschen. Aber mir seh, spann einen Ringschirm auf, jetzt kommt der Wolkenbruch. Ja, sag einmal, was ist denn mit dir los, dass du in aller Herrgotts früh so einen Durst schon hast, hä? Was Wunderbares, Furchtbares. Ein Schnaps habe ich gekriegt in Strömen, damit ich ein Auge zudruck, wegen der Polizeistund. Und dann hat mich ein blondes Weib geküsst.
dann kommt das Furchtbare mit dem Radl. Haben Sie das gestohlen? Woher? Es kann sein und kann auch nicht sein. Aber möglich sein könnte es trotzdem. Ich bring das nicht aus meinem blöden Schädel raus. Hast du am Ende mit der Blonden was angefangen, hä? Okay. Die wollte um mir nichts, aber mit der Grachelbäuerin. Okay. Wenn ich das sag, mit der Grachelbäuerin habe ich karboliniert. Also das hätte ich dir nicht zutraut. Ja, überfahren habe ich es mit dem Radl. Geh weiter. Ja, wie ist denn das zugegangen? Ja, jetzt pass auf also. Ich fahre in der seligsten Stimmung mit Vollgas bei der Kirche über den Berg runter. Und auf einmal sehe ich auf der linken Seite die Grachelbäuerin. Ja? Und auf der rechten Seite sehe ich auch die Grachelbäuerin. Ich denk mir, immer dann denke ich mir, da fahrst du in der Mitte durch. Und schon ist passiert. Mir hat's ja so hingehauen, dass ich mir eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gerührt habe. Und wenn ich dann schon langsam wieder zu mir komme und die Augen aufmache, sehe ich mitten vor mir im Dreck Die Grachelbäuerin. Nein, mein Gebiss. Und das hat dich noch recht dreckig angelacht, hä? Ich nimm's und steck's in Taschen. Ja, da gehört sie auch nicht hin. Ja, wo hätte ich denn sonst hin tun sollen? Da wo halt der Gebiss hingehört. Ist ja nicht gegangen, ich habe meine Zähne drin gehabt. Jetzt zerbrich ich mir schon die ganze Zeit den Kopf, wie ich zu einem zweiten Gebiss komme. Lass sie mich anschauen. Nein, nicht die, was du im Maul hast, die anderen. Ach so, ich bin schon ganz deppert. Ja, schau her. Da? Da, das könnte der Grachelbäuerin gehören. So ist recht, jetzt musst du heute den ganzen Tag fasten. Weißt du das, der Alte schon? Nur teilweise. Wirst sehen, heute kriegen wir einen Kaffee wieder in der Schüssel. Also der erste Fahrt mit dem Radl geht ja schon gut an. Bei so einem Radl, da brauchst du Muskel in die Wadel. Kaffee. Herrgott, schlürft doch nicht so. Heiser weit komm ich her. So, ich gehe jetzt in die Kirche. Wann ich wiederkomme, das weiß ich nicht. Von mir aus brauchst du heute Mittag nicht heimkommen. Der meinst, ich brauch nichts zu essen. Jetzt haben sie neben die Kirche da drunten Kantine hingebaut für die Betschwestern, dass sie Mittag nicht extra heimgebracht, gell? Bande. Unverschämte. Morgen miteinander. Herr Konrad, guten Morgen. Na, Vater, wie bist du denn heimgekommen? Dankeschön, ich bin recht zufrieden. Gell, die Lila, die hat der Horst gemacht. Woher weißt denn du das? Weil ich es gesehen hab. So, ich hab auch was gesehen. Wer war denn das Mädel, mit dem du hinter der Hollerstauden gestanden bist? Hä? Woher weißt jetzt du das? Ja, weil ich es gesehen hab. Als Nachtwächter kenne ich sämtliche Bänkplätze und Hollerstauden für Liebsleute. Und für solche, die es werden wollten. Wo waren die her? Ja, das weiß ich ihm leider nicht. Ja, hast du das nicht gefragt? Ja, mindestens ein Dutzend Mal. Aber sie hat's mir ja nicht gesagt, weil sie in meiner Tasche drin den dämischen Zettel gefunden hat, den mir die Lilo reingesteckt hat. Puppilein, du bist süß,
Und ganz besonders süß bist du, wenn du jodelst. Komm morgen wieder. Gute Nacht, Lilo. Jetzt nicht gejodelt, du auf. Eine saudumme Geschichte ist das. Aber der hier Adress bringe ich trotzdem raus. Ich leg mich jetzt nieder. Ambros, heute bist du mit dem Radlputzen dran. Du musst fein schön auf Hochglanz herrichten, gell? Gute Nacht. Ja, wenn's meinst, na tu es halt. Wenn ich noch gerade eine Ahnung hätte, wo die her ist, das muss ich unbedingt rausbringen. Grüß Gott, bin ich da recht beim Asam? Ja. Ja, magst du dich nicht einmal umdrehen? Oder hast du heute in der Früh dein Gesicht so aufgeschlagen, damit man es nicht einmal anschauen kann? Jesus, Bubilein. Herr Agerl, gerade habe ich von dir gekriegt und habe an die gedacht. Brauchst gar nicht damit denken. Und heute schon gleich gar nicht mehr. Bist du der Asam? Ja, freilich. Das hätte man ja gleich denken können, dass man von dir nichts anderes erwarten kann. Voll Teufel. Ja, Agerl, wieso denn? Frag nicht so dumm. Schau mal da die mich. Eine Frau überfahren. Wen habe ich überfahren? Ja, meine Mutter. Heute in der Früh in Anger. Wir sind Kirche gewollt. Ja, Gott sei Dank. Ja, du bist doch das schlechteste Mannsbild, das Gott erschaffen hat. Ich sage nur Gott sei Dank, weil ich doch jetzt endlich weiß, wo du her bist. Ich bin nicht vom Anger. Ich bin nur vorübergehend bei meiner Mutter. Einen Brief soll ich dir geben. Und wenn du den gelesen hast, dann schaust du nicht mehr in den Spiegel rein wieder auf, weil du dann selber vor dir graust. An Herrn Nachtwächter Asam. Ja, das bin ja gar nicht ich. Ja, aber du bist doch der Asam. Ja, freilich, aber ich bin doch kein Nachtwächter nicht. Wirklich? Jetzt nimmst du aber das schlechte Mannsbild und das Bubilein zurück, gell? Den Namen Bubilein, den habe ich dir nicht gegeben. Den musst schon andere zurücknehmen. Agel, jetzt glaubt man halt, dass ich mit all dem nichts zum Tor hab. Ja, die denkt doch heute genauso wenig an mich, als wie ich an sie. Ihre vertrauten Augen nach was ihrer blutig ernst. Ich hab's genau betrachtet. Jetzt geht zu, Agel. Das glaubst doch alles selber nicht. Herrgott, Erndl, wenn's nur du zu mir Bubilein gesagt hättest. Zu dir? Zu so einem wie dir? Sagt man doch nicht Bubilein. Dann darfst du nachher zu mir sagen. Das könnte ich dir erst sagen, wenn's einmal so weit war. Ach, Agel. Ich bin meinem Vater so viel dankbar, dass er deine Mutter überfahren hat. Ja, wir waren ja sonst nie nicht zusammengekommen. Ich mein, allweils wäre der Feindschaft aus. Die für uns gar nicht gut ist. Nein, ich gehe heute noch zu deiner Mutter rüber und red mit ihr. Hat sie sich denn arg weh da? Gar nicht. Ihre Zähne hat sie halt verloren und die will sie halt wieder ersetzt haben. Jetzt muss ich aber wieder gehen. Die Mutter wartet zwar auf die Antwort, aber die bringst dir ja dann du. Also, kommst bestimmt zu meiner Mutter. Ja, und zu dir. Nicht alles auf einmal. Servus, Konrad. Was war denn das für ein Madel, das da gerade raus ist? Die wollte zum Vater. Ja, warum? Wo ist denn der Vater? Der Vater ist noch im Bett drum. Mein Gott. Und alles haben sie wieder liegen und stehen lassen. Aufräumen darf ja keins von den Mannsbrüdern.
bist süß. Und ganz besonders süß bist du, wenn du jurst. Jetzt tu schon. Jodeln kann er auch schon, mein Alter. Komm morgen wieder. Gute Nacht, Lilo. Oh, jetzt wird man Verschiedenes klar. Oh, da geh ich gleich zum Herrn Pfarrer. Der muss einschreiten, dass diese Lasterhöhle da drum geschlossen wird. Also, Vater, sei vorsichtig und lass den Brief der Mutter nicht erwischen. Weil ich meine, da steht was Unangenehmes drin. Woher weißt denn du das? Weil er von der Grahalbauerin ist. Servus. Wo gehst denn du in aller Früh schon hin? Ich? Aus einer Feindschaft eine Freundschaft machen. Und aus einer Liebschaft eine Heirat. Servus. Tot ist scheinbar noch nicht die Krachelbeilin. Sonst hätte der Brief einen schwarzen Rand. So, unser Prunkstück habe ich putzt. Du, Ambrus, die Krachelbeilin hat mir einen Brief geschrieben. Auge. Ja, die wird halt einen Schadenersatz stellen. Die hat mich doch gar nicht gekannt. Ja, scheinbar doch, sonst hättest du ja den Brief nicht geschrieben. Liesen halt, dann weiß gleich, was will von dir. Hochradfahrer Asam. Wieso Hochradfahrer? Hochverehrter Asam. Wieso Hochverräter? Hochverehrter Asam. Lies du, ich kann das nicht. Du kannst von Glück sagen, dass ich nicht reden kann, weil ich keine Zehen mehr habe. Sonst wäre ich persönlich gekommen und hättest du nichts zu lachen gehabt. Es ist eine Gemeinheit, mich in aller Frühe von hinten anzufahren, dass mir vorn die ganzen Zehen hinausgeflogen sind. Wie kommst denn du, Sauhami, dazu, in einem solchen Tempo über das Kirchbergel mit deinem Schleiferkarren herunterzufahren? Aber dir hilfe schon, du unverschämtes Mannsbild. Einen blauen Fleck habe ich auch, das kannst du dir denken, wenn du es nicht wissen solltest. Ich muss im Stehen schlafen, weil ich nicht sitzen kann. Und eine Gehirnerschütterung kommt auch dazu. Aber das kostet dich mindestens 300 Mark und ein neues Gebiss. Jetzt musst du zahlen, bis du platzt. Herzliche Grüße, deine presthafte Grahalbein. So ist's recht. 300 Mark ohne 10. Das, wenn mein Alter erfahrt, dann muss ich zum Einbrecher gehen. Geh weiter. Die 10, die kriegt's ja wieder. Und der blaue Fleck, der kann doch keine 300 Mark nicht kosten. Das Beste ist, ich fahr rüber zu ihr, bring ihr die 10 und red mit ihr. Aber freilich, das wär's besser. Du darfst ihr die 10 aber erst geben, wenn's wieder gehst. Weil wenn's die nämlich im Maul drin hat, dann kommst du nimmer zum Reden. Meinst du, ich soll es in einer schönen Schachtel nehmen? Freilich, wenn's dann hast, du aber die 10 vorher gut putzen. Mit Sidol. Wer sehen, die hat die höchste Freude, wenn sie so gepflegt retour kriegt. Herr Asam,
Sag einmal, spinnst du noch dabei? Du tu mich nicht beleidigen. Ich komme in einer Strafsache gegen dich wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachschaden. Und ich muss dich jetzt vernehmen. Von der Krachelbein? Jawohl. Du hast heute in der Früh... Da. Du hast heute in der Früh die Frau Krachelbeierin überfahren. Und zwar von hinten. Warum ich das von vorne überfahren soll? Du hättest das überhaupt nicht überfahren sollen, dann braucht die jetzt kein Protokoll schreiben. Ist das Radl überhaupt in einem verkehrssicheren Zustand? So, das glaubst Was redst jetzt du da an drei? weil wir das Radl miteinander haben und ich hab's zusammengebaut. So. Ja, das ergibt ja dann eine vollkommen neue Perspektive. Wieso? Weil dann haftest du ja genauso. Denn laut Gesetz haftet der oder die Eigentümer eines Fahrzeugs bei Verkehrsunfällen. Schau mal gut aus. Jetzt mal das Radl her, damit ich es in Augenschein nehmen kann. Draußen steht's. Draußen kann ich es nicht anschauen, ich will es da herinnen haben. Gut, der muss halt rein. Emmeran, das sag ich dir aber schon im Vertrauen. Dies wird eine schiere Geschichte. Da schau her, da ist's. Ja, was ist denn das? Ja, das ist ja ein Damenradl. Ja, wieso ist ein Damenradl kein Radl? Ja, da muss ich mich zuerst einmal bei der Sittenpolizei erkundigen, ob das überhaupt erlaubt ist, dass Herren auf einem Damenradl fahren. Ein Herrensattel drauf. Das kann man nicht feststellen. Das Licht ist kaputt hinten. Katzenauge fehlt. Da ist ja noch nicht einmal ein Vorderlicht. Ich brauch kein Licht, ich fahr beim Tag. Sind wir jetzt fertig? Gleich. Ja, Brems geht. Na ja. Dann haben wir's. Aber das kann ich euch sagen. Die Anzeige, den Strafantrag an euch muss ich weitergeben. Das kostet euch eine Schiene-Stange Geld. Weil allein das Gebiss von der Krachelbeierin ist unter Fremd schon ein gutes Geld wert. Das Gebiss, das hab ich ja. In meiner Taschen auf der Straße hab ich's gefunden. Na ja, gut, das sind mildernde Umstände. Aber die Körperverletzung, die kommt der Teiger zu stehen. Mach doch keinen Blödsinn. Du, die Polizei macht keinen Blödsinn. Und in den nächsten Tag komme ich dann wegen Wildern die Umstände. Ja gut. Ambrus, das, wenn ich alles zahlen muss, dann muss mir Gott gnädig sein. Weiter. Ich muss ja auch mitzahlen, nachdem ich jetzt ein Miteigentümer bin. Weißt du was? Jetzt gehst du mit zu der Krachelbeierin, tust die recht fest herrichten, bist recht liebenswürdig zu ihr, sagst, sie hat 10 wie Perlen, erst 10 sie frisst die 10. Nein, den Schmus. Und wenn alle Stricke reißen nachher. Na, schleiche ich mich sofort. Na, zahlen wir halt, oder? Ja, du nicht. Ich hab zwar nicht das Vergnügen gehabt, dass ich die Krachelbeierin über den Haufen fallen hätte dürfen, aber als Kamerad, da zahl ich halt mit. Ja, ich lass doch einen alten Freund und Spezi nicht hängen. Wenn die Not am allergrößten und man weiß sie fast kein Rat, kann man sich vielleicht trösten, wenn man noch ein Spezi hat und hat einer was ausfressen, steht der Rand dafür.
Darum wollen wir nicht vergessen, wie du mir, so ich auch dir. Weil wir zwei Spezi sind, drum halt wir alle zusammen. Weil wir zwei Spezi sind, drum halt wir zusammen. Manchmal hat's schon grad ein Teufel, wenn das Schicksal ein fest zwickt. Doch wir haben dabei kein Zweifel, dass uns trotzdem vieles glückt, weil wir einer für den anderen circa das letzte Hemd aus. Müssen wir auch ins Gefängnis wandern, lassen wir zwar uns nicht aus. Weil wir zwei Spezi sind, drum halt wir alle zusammen. Weil wir zwei Spezi sind, drum halt wir zusammen. Ja, und was hat noch der Herr Pfarrer dazu gesagt? Der hat groß und klar geschaut, wie ich ihm erzählt hab, dass dieses ausgeschammte Frauenzimmer mein Mann vor alle Leute ein Puzzle gegeben hat. Und dann habe ich ihm dann den Zettel zum Lesen gegeben. Er wird schon die nötigen Schritte bei der Regierung unternehmen, hat er gesagt, dass dieses Lokal verboten oder solide geführt wird. Das ist auch richtig. Mein Gott, bin ich froh, dass ich eine Witfrau bin. Ja, wie man noch in so ein Lokal überhaupt reingekommen, wo die Sünden in alle Ecken sitzen. Ja. Da gange nicht rein, nicht um 1 Million. Ah, das war auch gar nichts für uns. Da kehren nur solche hin, die eine Gockeltaille haben. Na, gehen das jodeln, unsere Mannsbrüder. Und bei uns daheim lassen sie Klätschen wieder hängen. Okay, lass mir den Zettel auch einmal lesen. Ja, da. Bubilein, ja. Du bist süß. Ja, da rege mir ja direkt auf. Der Lapp ist im Stand und macht aus lauter Gefälligkeit einen Seitensprung. Ja, was tut denn der Dreckskahn da herin? Oh, das wäre ihm anstrengend. Du, Mena, meinst du, dass der Ambros da ist? Ja, ich wüsste nicht, wo er sonst war. Okay, ruf noch mal runter. Weißt, ich möchte mir meinen Speicherboden ausbessern lassen. Für irgendwas eine Gelegenheitsarbeit und mir kam's billiger. Ambros, sollst du mal runterkommen? Aubi, mein Wecker mit Leichtzifferblattl. Was willst du denn, Kirchleitnerin? Geh, Ambros, setz dir mal ein bisschen nieder. Weißt, ich hab nämlich geschäftlich mit dir zu reden. So? Ja, und da kannst du dir Geld dabei verdienen. Ja, das kommt jetzt sowieso recht notwendig brauchen. Um was geht's denn? Siehst das? Na, ist uns alle zwei geholfen. Weißt, der Bretterboden von meinem Speicherkehr hat repariert. Das Holz habe ich schon. Jetzt handelt es sich nur darum, wann du Zeit hast und was du verlangst. Ja, Zeit hätte ich halt nach Feierabend. Aber die Geschichte wird natürlich nicht billig. Geh, für die ist mir da nichts zu teuer. Ja. Ein gutes Essen kriegst du natürlich auch. Mhm. Was darfst du dann verlangen? Tja, mei, wenn da für mich nichts teuer ist, dann sagen wir halt 300 Mark. Oh, das ist aber ein bisschen viel. Hast du eine Ahnung? Den alten, wurmstichigen Bretter da drum ausreißen?
Und nein, Neuling, ist ja fast lebensgefährlich da bei dir drum. Ja, das sehe ich schon ein. Also gut, lassen wir es bei dem Preis. Aber meinen ganzen Speicherboden musst du machen, dass er wie neu ausschaut. Naja, ihr riecht dann schon her, dass du dich gefreut hast. Mehr verlange ich auch nicht. Ich muss jetzt mit Fuß packen, sonst kann ich den immer noch nicht helfen. Du Kirchleiterin. Was? Ja, warum redst du jetzt nicht weiter? Nee, weil ich mich halt nicht trau. Okay, mir kannst doch alles sagen. Bin doch eine verständige Frau. Ach so, also na, pass auf. Ich hab einen Freund und dem haben sie seine Großmutter überfallen. Oh, ist sie tot? Leider nicht, aber sie liegt im Krankenhaus und er muss für die ganzen Kosten aufkommen. Naja, jetzt wollte ich dich halt fragen, ob du mir vielleicht die 300 Mark schon im Voraus geben kannst. Na, konntest dem armen Teufel leichen und so war ich ihm geholfen. Freilich kriegst du das. Fragst du das gleich? Ja, je eher, desto besser. Ja, dann kriegst du es nachher. Du, Ambros, jetzt hätte ich auch noch eine Bitte an dich. Ja, red nur. Bist du zu mir auch so zuvorkommend? Darfst du mal mit mir ausgehen? Mei, kommt halt drauf an, wohin, gell? Also, ich hab gehört, dass in dem neuen Lokal da drum, du weißt schon, recht sündhaft zugeht soll. Geh weiter. Da geht's dir auch nicht anders zu wie woanders. Bloß dass es halt da ganz zuckersüße Kennerinnen gibt da drum. Ich bin doch Vorsteherin vom Frauenbund. Und es war meine Pflicht, dass ich den Betrieb einmal in Augenschein nehmen darf, damit wir dagegen einschreiten könnten. Ja, aber allein kann ich da nicht gut hingehen. Du wirst den Mann schon stehen da drum. Ja, um das dreht es sich ja um einen Mann. Und da habe ich mir gedacht, ob du nicht mit mir hingehst. Aber was meinst du, was dort Leute dazu sagen werden? Da ist doch nichts dabei. Ist doch ein öffentliches Lokal. Ich zahl dir schon alles, was du trinkst. Also, gehst mit? In einem öffentlichen Lokal konnte mir ja nichts passieren. Na, also gut, wenn deine Seligkeit davon abhängt, nachher geh ich halt mit. Hast du eine Ahnung, was davon alles abhängt? Sagen wir um 5 Uhr Nachmittag. Ja, ist gut. Ich bin aber noch schon drum, wenn's du kommst. Ist schon recht. Und die 300 Mark, die bringen dann auch gleich mit. Ja. Also, vierte Gott Ambros. Und vielleicht steigst heute Nacht noch auf bei mir, auf meinen Speicher, und schaust dir die Arbeit an. Du kannst dann aufsteigen. Du fangst mich nicht. Ambros, meinst du, dass das eine schöne Verpackung ist? Ja, freilich. Ja, wo hast denn die schöne Schachtel her? Wunderbar. Weißt du was? Da tust du jetzt noch ein paar Blumen dazu. Na, schaut das viel feierlicher aus. Und tu mir den Schmus nicht vergessen. Und wenn's frech wird, nachher... Na, schleiche mich sofort. Nein, na zahl mir. Das Geld hab ich schon in der Tasche. Wer? Lass sehen. Das heißt, ich hab's noch nicht, aber ich krieg's. Ja, von wem? Hol dir zuerst die Blume, ich erzähl dir das alles später. Ja. Geh weiter. Wo geht denn mein Mochen? Weiß nicht. Fortfahren, glaube ich, dienstlich. Der hat am Tag keinen Dienst. Und am Sonntag schon gleich gar nicht. Hey, vielleicht ist heute am Sonntag ein Dienstag. So, jetzt packen wir's. Ja, wunderbar. Emmeron, du gehst jetzt sofort ins Bett auf und schlafst. Halt mich nicht auf, ich geh nicht ins Bett, sondern ich fahr fort. So, geh weiter, nimm die Schachtel und pass auf, dass du das nicht verlierst. Was ist denn in der Schachtel drin? Ein Verschönerungsmittel. Jetzt kommt die Eile. Ja, ich lass mich doch von euch nicht zum Narren halten. Ja, Kim. Ja, du, das war was für dich. Na, kannst du noch bissiger sein. Na, jetzt geh weiter. Wie kehren die?
Jemand, der ganz sehnsüchtig drauf wartet. Was tust du mit deiner Hosen anschauen, der weiterkommt? So, jetzt kannst du zu Fuß gehen. Zu deinem Bubilein, Mädi. Ach so ist recht. Und wir haben keine Luftpumpen da. Na, fahr ich ohne Luft hin, muss ich. Ja, du warst nicht. Geh mal aus dem Weg, Alter, ich komm hin, ich krieg keine Luft. Verlass dich drauf. Hast du das gesehen, Andres? Hast du das gesehen? Freilich habe ich es gesehen. Der ist doch gar tatsächlich gegen mich vorgegangen. Oh, das muss er mir bissen, der. Oh, ich will gar keinen Namen für den. Ich wüsste schon. Kavalier am Steuer. Sag einmal, stimmt das auch alles ganz genau, was du mir da erzählt hast, dass der Bubilein-Zettel dir gehalten hat? Das ist so wahr wie Sommer in der Kirche. Brauchst bloß ein Sagerl fragen. Wer ist denn überhaupt das Agerl, das Mädel da? Mei. Das ist das schönste und das beste Mädel auf der ganzen Welt. Naja, Tochter ist halt von der Grauhalbäuerin. Ja, eigentlich ist er bei ihrem Vetter in Assling und nur auf Urlaub da. Aber die heiratet ja und keine andere. Da wird's was haben im Heiraten. Denn der Mutter hat doch der Vater zusammengefahren. Das war ja das Beste, was mir hat passieren können. Ja, du sag einmal, wieso denn? Ja, weil ich sonst nie zu den Mädel gekommen wäre. Mutter, die heirate ich. An uns soll's nicht liegen. Aber an der Grauhalbäuerin. Denn die wird euch die Suppen sauber versalzen. Moin. Moin. Ja, sag einmal, warum tragst du jetzt deine Schuhe in der Hand? Ja, dass ich keinen Träger mache. Geht, das macht doch nichts. Das Batzel trägt. Ich hab ja sowieso noch nicht zusammenputzt. Ja. Na, zieh es wieder an. Sieh's wieder. So, Imran, jetzt mach ich dir einen Kaffee. Einen ganz guten. Gell? Bin gleich wieder da. Du, ist die Mutter krank? Ich glaub nicht. Sie hat nur gesagt, dass die ganze Nacht nichts geschlafen hat. Ja, das kommt mir auch so vor. Mir scheint, die redet im Traum. So, Imran, das ist ein ganz frischer. Jetzt lass den schmecken. Du, da ist bei Tisch durch antrinkst. Nicht, dass du sagst, die war das wieder. Ich weiß schon, das war der Konrad, das Fackel. Fehlt dir was? Mir? Na, ich bin pumpergesund. So, und jetzt mach ich dir einen Schmarrn, weil du seit gestern Mittag nichts mehr heiß zu essen gehabt hast. Gell? Kannst du mir sagen, was die Mutter hat? Einen Kaffee bringt sie mir in der Tasse und nur dazu, wo lauter Herzen drauf sind. Mutter wird schon einen Grund haben, verlass dich drauf. Vater, ich gratuliere dir und ich danke dir recht schön. Für was? Weil du Grauhalbäuerin zusammengefahren hast. Du hör mal auf mit der Krachelbäuerin. Ich fange erst an damit. Ich muss doch meine Schwiegermutter verteidigen. Wer so Schwiegermutter?
Weil das die Mutter ist von dem Mädel, das ich heiraten möchte. So ist recht. Und ich hab ja sämtliche 10 aus dem Maul rausgefahren. Den Schaden, den habe ich schon repariert. Ja, wieso du? Ja, weil ich schon vor dir bei ihrer dort war. Weißt, ich hab dich schon gesehen, wie du aufs Haus zugegangen bist. Und da hab ich dir zugesperrt. Ja, und da bist du nicht reingekommen. Dann hast du zur Schatullen ans Fensterbrettel hingelegt und bist wieder gegangen. Du Barzi, du. Nein, ich hab's ja nachher rein und hab's dann der Grahalbäuerin gegeben. Wie es dann ihre Zähne wieder gesehen hat und hat den Zettel gelesen, den du beigelegt hast, wo du geschrieben hast, der ehrliche Finder bittet um mildernde Umstände. Ja. Du, da hätt's beinahe... Der Schlag getroffen. Nein, das Lachen hätt's beinahe angefangen. Und hat gesagt, das ist scheinbar doch kein so ein Hamme, wie ich allerweil gemeint hab. Und den Rest, den sagt's dir dann, wenn's heute noch vorbeikommt. Was? Die kommt vorbei? Ja, sie hat's mir versprochen. So ist recht. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Ambrus. Du hast ja heute nichts arbeiten. Machst du blau? Nein, ich mach Selbstmord. Geh, Konrad, sei so nett und bring mir ein Wasser. Wieso? Möchtest du ja trinken? Oder soll ich der Mutter sagen, sie soll dir einen Kaffee bringen? Nein, ich mag heute keinen Kaffee. Auch witzig. Hast du viel flüssige Nahrung zu dir genommen, hä? Ja, was hast du denn heute, Ambrus? Oh, Imran, es ist was Furchtbares gestehen. Stell dir vor, ich hab der Kirchenleitnerin ein Puzzle gegeben. Gottes Willen, hat's die bissen? Das ging ja noch, aber ich glaub, ich hab ihr in meinem Rausch heiraten versprochen. Bist du lebensmüde? Oh, ist mir schlecht. Ja, wie ist denn das zugegangen? Verschleppt hat's mich. Stell dir vor,
uns gar nicht mehr lang umeinander. Ich gehe jetzt raus und hau das Radl in der Mitte auseinander und dann haben wir gleich unsere Ruhe. Ja, meinst du, dass die ohne Radl nimmer heiraten will? Also, dann bringe ich gern das Opfer und gehe heute auf die Nacht wieder zu Fuß in die Arbeit. Ja, mei. Also, ich gehe jetzt raus, ich hau das Radl in der Mitte auseinander und dann ist unsere Ruhe. Hoffentlich wird da keine Feindschaft draus. Aber so weit darf's ja nicht kommen. Ambros, sei doch gescheit! Ambros! Geh, was schreist in dem Ambros? Der ist ja doch gar nicht da. Freilich ist er da, der hat heute Nacht einen Rausch gehabt und hat der Kirchleiterin ein Puzzle gegeben. Ist ihm schlecht? Wahrscheinlich. Und das Radl will auch zusammenhauen. Immer an. Lass ihn ruhig zusammenhauen. Lieber kommst du alle Tag um 2 Stunden später heim. Ja, aber deswegen braucht er doch das Radl nicht zusammenhauen. Der soll doch lieber die Kirchleiterin erschlagen. Dieses Mal ein Vizradl zerstört noch mein ganzes Eheglück. Guten Morgen, Wiener. Ist der Ambros schon auf? Ich glaub schon. Weißt, ich wollte nur nachschauen, ob es ihm nicht recht schlecht ist auf gestern auf. Das könnte leicht sein. Weißt, wir haben uns zufällig getroffen und haben geschäftlich miteinander geredet, wegen meinem Speicherboden. Ich habe ihm ein paar Bier und ein paar Gläser Schnaps gezahlt. Und dann ist halt so gekommen. Was ist nachher gekommen? Mei, du weißt doch, wenn Mannsbrüder einen Rausch haben, na werden sie verliebt. Mei, du den hättest sehen sollen. Und wie wir nach Hause gegangen sind, hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Ja, Leni, du passt bloß auf, dass da kein Unglück draus wird. Ja, und... Ja, was hat jetzt die? Glaub gleich gar, die ist eifersüchtig. Jesus, Mausilein. Ambrosel, geh, was hast denn? Von mir brauchst du doch nicht erschrecken, du dummer Bub. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Wie einer, der am nächsten Tag hingerichtet wird. Du, ich hab auch die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich hab auch an das denken müssen, was du mir gesagt hast. Du, das hab ich alles im Rausch gesagt. Ich weiß alles noch ganz genau. Weißt, ich hab nur Angst, dass uns jemand gesehen hat, wie du abbuselt hast. Was? Ein Puzzle hab ich dir auch gegeben. Darum ist mir heute so schlecht. Du bist für ein stürmischer Du. Ich? Mindestens ein Dutzend Puzzle hast du mir gegeben. Und so schöne Namen hast du zu mir gesagt. Du, das hätte dir gar nicht zutraut, dass du so galant sein kannst. Was hab ich dir denn für den Namen gegeben? Mausi. Und Putzilein. Und vom Heiraten haben wir auch geredet. Ambrosel. Geh, sag mir heute was Liebes. Bevor jemand kommt. Jetzt schämt er sich. Das ausgewachsene Mannsbild. Ich sag's ja, wenn's drum und drauf ankommt, dann ist er jetzt Mannsbild ein Feigling.